Ich möchte kurz ein Thema noch sagen, das mir auf dem Herzen liegt. Und das ist Einheit. Die Bibel sagt, wir sind ein Leib. Jemand ist ein Arm, jemand ist die Hand, jemand ist der Finger, jemand ist der Fuß, whatever. Ist eigentlich egal, was wir sind eins. Und wie es die Bibel auch sagt, der Arm kann nicht sagen zum Fuß, hey, ich brauche dich nicht mehr, geh weg. Nein, wir brauchen uns gegenseitig. Und wenn wir untereinander schon schlecht über die anderen reden, die eigentlich unsere Geschwister sind, wie viel sind wir schlechter oder besser als die Welt? Es sollte doch in uns wenigstens die Liebe von Jesus nicht nur unseren Nächsten changen, sondern in erster Linie uns selber verändern. Weil wenn ich meinen Nächsten liebe, mich selber, dann rede ich nicht schlecht über ihn, sondern ich verteidige ihn sogar. Und wenn ich mal nicht einer Meinung bin, das ist okay. Aber wir können im Frieden auseinandergehen. Und wir können ja einig sein, dass wir uns nicht einig sind, Mann. Und ich finde, es ist mega Gefahr dabei, wenn jetzt jemand viel auf der Straße ist, viel für Menschen betet und nicht mehr gerne in die Freikirche geht oder in sonstige Kirche, katholische Kirche, whatever, was ich auch mega verstehe, dass man dann schlecht über die Leute drinnen redet. Oder gleichzeitig die Leute, die in der Freikirche sitzen oder in einer Kirche sitzen, schlecht reden über die vielleicht gerade nicht wollen, in einer Kirche sitzen. Wegen verschiedensten Gründen. Ich meine, es gibt viele Gründe, warum ich nicht will in einer Kirche sitzen will. Und es gibt viele Gründe, warum ich in einer Kirche sitzen will. Okay? Aber wichtig ist mir, dass wir eine Einheit sind, und zwar untereinander. Egal, ob wir in einer Freikirche sind, in einer katholischen Kirche, einer reformierten Kirche, und egal, in welcher Denomination wir sind. Oder egal, ob wir eine Hauskirche haben oder alleine da sind. Lass uns eine Einheit sein und als ein Team und als ein Leib vorangehen. Mit Verständnis für den Nächsten, Verständnis für sich selber und dass wir uns mal gegenseitig in die Lage der anderen versetzen. Und dann uns gegenseitig helfen und unterstützen, statt schlecht über die anderen reden. Und schau, wenn du gerade etwas mehr weißt als ein anderer, dann hast du vielleicht die Erkenntnis bekommen. Der hat die Erkenntnis noch nicht. Aber dann lass Gott sein, dass er der Person die Erkenntnis gibt. Und vielleicht bist du sogar du der die falsche Erkenntnis hat. Und dann wird Gott dir die Erkenntnis dafür geben. Und das ist mega wichtig, dass wir uns nicht in dem gegenseitig verurteilen. Du stehst an einem Punkt vielleicht viel weiter als ich. Und ich stehe an einem Punkt vielleicht weiter als du. Ich kann es dir nicht sagen. Aber eins weiss ich, Gott gibt dir die Erkenntnis für das, was du jetzt brauchst. Und er gibt mir die Erkenntnis für das, was ich jetzt brauche. Und in ein paar Jahren stehen wir vielleicht genau am gleichen Punkt. Oder du hast an einer Stelle etwas mehr begriffen, was ich begriffen habe. Und ich werde es dann ein Jahr später auch begreifen, weil Gott mir das dann aufzeigt. Aber Gott gibt jedem dann das, was er braucht. Dir wie mir. Und es ist wichtig, dass wir uns in dem nicht verurteilen, sondern akzeptieren. Und gegenseitig helfen. Okay, das liegt mir mega am Herzen. Und schau die Hoffnungsträger-Videos mehr an, unterstützt die zwei Ladies, sind super. Und ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Jesus liebt dich auf jeden Fall, Mann. Go for it, gang für Jesus.